Eine österreichische Sozialpsychologin hat den Begriff persönlicher Lockdown geprägt, was aussagt, dass neben dem Terror-Lockdown der Regierung manche Bürger auch noch einen persönlichen über sich und ihre Familie verhängen. Wie sollen diese Gefangenen aus ihrem doppelten Knast wieder herauskommen? Die wenigsten haben die Kraft einzugestehen, dass sie sich geirrt haben, etwa aus Faulheit, blinder Autoritätsgläubigkeit oder der Angst, sich zu informieren, um ja nichts zu erfahren, was ihr Weltbild und ihre Versorgtheit gefährden könnte. Irgendwann ist aber der Punkt erreicht, an dem es keine Umkehr mehr gibt, und sie wollen sich nicht jedes Ansehen verspielen, immer weitermachen müssen und den Kopf noch in den Sand stecken, wenn ihnen oberirdisch schon der hochgeregte Arsch brennt. Sowohl Spahn wie Merkel haben einmal versprochen, dass es keinen Impfzwang geben wird. Wenn sie heute etwas anderes anstreben, dann sind sie einfach verdammte Lügner und haben auch den Rest an Glaubwürdigkeit verloren. Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der Kretschmann, hat auch einmal Impfzwang ausgeschlossen. Darum kümmert er sich jetzt nicht mehr. Aber grüne Moral kann man sowieso in der Pfeife rauchen, spätestens seit 1999, seit dem Überfall auf Serbien. Und wie viel Hoffnung hatte ich einmal in sie gesetzt? Heute trifft auf die führenden Köpfe der Grünen der gerade beschriebene persönliche Lockdown in vielen Fällen zu. Keine Ahnung, wie lange die grünen Wähler noch an dem einstigen Weihrauch schnuppern und sich einreden, er wäre immer noch da. Nein, ist er ganz und gar nicht. Aber frag mich nicht, was man sonst wählen könnte. Ich werde mir eine kleine Partei suchen, damit die Stimme nicht völlig verloren ist. Eine kleine Partei, und ich glaube, es gibt da jetzt schon Einzelne, die sich den Kampf für die direkte Demokratie auf die Fahnen geschrieben haben. Was soll es sonst für eine Alternative geben als direkte Demokratie? Diese direkte Demokratie war auch einmal ein Kernziel der Grünen. Ich selber bin Zeitzeuge dafür und habe als Barde im April 1986 den Grünen Kongress für direkte Demokratie in Memmingen musikalisch umrahmt. Grüne Galionsfigur war damals Lukas Beckmann. Doch was ist seither aus ihm geworden? Chef der reaktionären Böll-Stiftung. Wieder ein Beispiel dafür, wie gute Köpfe, Heinrich Böll, posthum von Gaunerbanden missbraucht werden. Siehe den Nazarener durch die Kirchen und kein Toter kann sich dagegen wehren. Dieser Tage war in Telepolis ein Artikel von einem Sprachphilosophen oder was immer er ist, der von der Schönheit der durch Corona geleerten Städte schwafelt, vom ästhetischen Reiz, von der Schönheit in den Museen, wo keiner mehr zwischen den Bildern und dir steht. Also ein Feingeist, ein entarteter Feingeist. Für mich ist es Zynismus pur.
Das ist für mich die menschenverachtende Denke von Bomber Harris, Do It Again. Das ist Nero, wie er die Schönheit des brennenden Roms besingt. Das ist Chaplin als Hitler, wie er mit der Weltkugel Ball spielt. Die Ästhetik einer menschenleeren Welt. Die Menschen eingesperrt, mit Masken voneinander getrennt. Die Alten allein gelassen, die Kinder gequält und ihres sozialen Umfeldes beraubt. Da spürt man aus jeder Silbe den Geist des rasenden Gottes aus dem Alten Testament, wie er mit der Sintflut alles Menschliche ertränkt und sich über die Schönheit des Wassers freut. Feingeist? Nein, zutiefst gestört. Karl Lauterbach, der sich seit Monaten aufführt wie ein Irrer und durch alle Fernsehkanäle hoppelt mit immer irreren Gesichtsausdruck und sich als Knecht der Pharmaindustrie und der ganzen Medizinbranche präsentiert, will nun Zwangstestungen für Kunden einführen, wenn sie was einkaufen wollen. Wer nicht mitmacht, kann verhungern. Von solchen Leuten werden wir regiert. Von solchen Leuten werden wir Gehirn gewaschen. Und wieder sind in einem Altersheim Hochbetagte nach der Corona-Impfung gestorben. Und noch immer impft man Kranke. Und diese hochbetagten Senioren sind alle krank, weil sehr viele Vorerkrankungen haben. Und setzt man sie einer weiteren Belastung aus, die ja, selbst wenn diese Corona-Impfung irgendwas bringen würde, den Körper schwer belastet. Er muss erst damit fertig werden. Und sowas wird einfach hingenommen, statt dass man die Verursacher wegen Körperverletzung, wegen absichtlicher Körperverletzung mit Todesfolge von Kadi schleift. Derselbe Gesundheitsminister Spahn, der Schwerkranken und Alten die Sterbehilfe verweigert, wenn sie darum bitten, der lässt so eine inhumane Impfpraxis zu und lässt zu, dass alte Menschen als Versuchskaninchen für die Pharmazie missbraucht werden. Man fragt sich, wird er seine Impfdosen nicht los, die er bestellt hat, so ähnlich wie bei den Masken, die müssten auch wir jetzt auftragen. Diese FFP2-Masken, die eigentlich Sondermüll sind, die nicht nur die Atmung behindern und dich zum Deppen machen, wenn es diesen Filter vors Gesicht setzt, sondern die auch aus Plastik sind und Mikroplastik in unseren Körper abgeben. Formaldehyd und alle möglichen Stoffe sind da mit drin. Man kann einfach nur noch am Verstand unserer Politik zweifeln. Ich weiß nicht, ob es schon mal verkommenere Leute gegeben hat. Blödere sicher nicht. Und wenn ich dann lese, dass in Hamburg ein Jugendlicher von der Polizei durch den Park gejagt wurde mit dem Polizeiauto, die noch dazu fast ein paar Kollegen zusammengefahren hätten. Das Polizeiauto war nachher auch ziemlich beschädigt. Und warum? Weil der Jugendliche Freunde umarmt hat.
ohne Maske. Muss man sich vorstellen, solche Dinge passieren bei uns. Und solche Polizisten gibt es, die sich um keine Menschenrechte kümmern, sondern wie losgelassene Roboter im Auftrag dieser verkommenen Herrscherklicke Menschen jagen. Dann könnten sie aber remonstrieren. Das heißt, sie könnten als Polizisten sagen, nein, das mache ich nicht, weil das gegen alles geht, was ich an Moral begreife. Nein, mit solchen Leuten kannst du wirklich alles machen. Du kannst eine Diktatur aufbauen, mit dem kannst du da eine KZ begreifen. Noch ein heißer Tipp eines Mitforrenten bei Telepolis, der den gordischen Knoten Corona mit einem Schlag gelöst hat. Wie kann man die Seuche beenden? Seine Meinung: Sobald wir mit dem Testen aufhören, gibt es keine Pandemie mehr. Nebenbei, es hat auch noch nie ein Krankheitsgeschehen gegeben, das diesen Namen verdient hätte. Der Beitrag wurde umgehend auf die Trollwiese verschoben. Selbstverständlich. Man merkt daran, welche Aussagen dieser herrschenden Kaste wirklich gefährlich werden könnten. Soweit für heute. Habe die Ehre.